Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen lobte am Donnerstag die militärische Zusammenarbeit mit Washington, als sie den ersten Kampfflügel von F-16-Kampfflugzeugen in Auftrag gab, der mit US-Hilfe aufgerüstet wurde, um die Verteidigung der Insel während der zunehmenden Spannung zwischen Taipeh und Peking zu stärken. Die Europäische Union will angesichts der anhaltenden Halbleiterknappheit die Finanzierung neuer Chipfabriken erleichtern. Die EU-Kommission könnte dazu staatliche Hilfen für den Bau von modernen Anlagen genehmigen, mit denen Finanzierungslücken gefüllt werden könnten, sagte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Donnerstag. Präsident Rodrigo Duterte und der japanische Premierminister Fumio Kishida bekräftigten am Mittwoch die starken Beziehungen ihrer Länder, wobei ersterer Tokio als unerreicht unter unseren bilateralen Partnern bezeichnete. Laut Wladimir Putin sorge der Westen mit Armeemanövern für eine Eskalation im Ukraine-Konflikt. Der Kreml-Chef schickt eine deutliche Warnung in Richtung NATO. Die USA und ihre Partner sind hingegen besorgt wegen massiven Truppenbewegungen Russlands im Grenzgebiet zur Ukraine. Staatliche Rüstungskonzerne aus Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten haben am Donnerstag in Dubai ein strategisches Abkommen unterzeichnet. Ziel der Kooperation ist die Entwicklung eines unbemannten Militärschiffes. Dieses soll zur U-Boot-Bekämpfung eingesetzt werden. Der chinesische YouTuber Guang Guang hat unter großem Risiko Konzentrationslager in Urumqi aufgenommen. Die Aufnahmen, die die systematischen Assimilations- und Gefangenenlager für Uiguren zeigen, haben großes Aufsehen in den sozialen Medien erregt. Der Internetriese Google und die Nachrichtenagentur AFP haben eine Vereinbarung über die Vergütung der von dem Suchmaschinenbetreiber genutzten Inhalte der internationalen Nachrichtenagentur geschlossen.